Oh mein Gott, das geht. Hallo zusammen. Willkommen in meinem Stream. Ich hoffe, es läuft alles. Ich wäre froh, wenn ihr mir das kurz bestätigen könntet. Das war jetzt echt obermühsam. Tut mir recht leid, dass es so eine Verzögerung gegeben hat. Aber jetzt scheint alles zu laufen. Ich bin live, genau. Ich habe da Bild, das ist auch gut. Okay, ja, noch jetzt mehr. Hallo Lena, ich hab zur Seite gestellt. Okay. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Ich glaube, du bist die Lena, die ich bereits kenne. Kann das sein? Also schön, dass du da bist. Willkommen im Stream. Also ich hoffe wirklich, dass da alles passt. Zur Seite irgendwie ständig nicht sehen. Oh nein, das ist nervig. Und hi Anouk, schön, dass du auch da bist. Gut, dann legen wir doch gleich los und beginnen mit dem Leveln. Und früher die mit den Fischen. Ja, genau, die Fischis. Okay, ich habe heute schon ein bisschen gelevelt. Das heißt, wir machen dort weiter, wo ich aufgehört habe. Aber zuerst kommt noch das Flachs mit. Upla. Genau. Also passt da alles? Hört man mich? Sieht man? Habt ihr, habt ihr ein Bild? Passt da alles? Hoffentlich. Gut, dann ab zur Reitarena. Wenn ich die finde. Oh mein Gott, bin ich jetzt da? War lange nicht mehr da, wie geht's? Naja, den Umständen entsprechend. Und wie geht's dir oder euch? Wie geht's euch allen so? Hattet ihr einen schönen Tag? Passt alles super gut. Dann irgendwie hat YouTube da was geändert bei den Streams und es gab gar keine technischen Schwierigkeiten. Es gab nur keine Vorschau und ich dachte deshalb, ich hätte technische Schwierigkeiten und irgendwas stimmt da nicht. Dabei hat alles gepasst. Genau. Ich hoffe, du spielst nicht zu laut. Hey Raya, schön, dass du auch wieder mal vorbeischaust. Schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und willkommen im Stream. Oder eher willkommen zurück. Wir haben dich vermisst. Mir geht's gut, ja, bald ist wieder Schule, kein Bock. Oh no. Naja, Schule ist halt... Moment, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ich habe den Stream auf meinem Handy als Überwachung offen und dann... Ich habe das gar nicht gemerkt. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Ich bin heute so verpeilt. Moment, ich muss kurz schauen, dass ich dann nachkomme. Hi an alle. Genau, hey Raya. Oh mein Gott, ich bin heute so verpeilt. Aber es ist auch viel zu heiß, muss ich zugeben. Warum rede ich da plötzlich auf dem Handy? Meine Güte. Okay, gut, hätten wir das. Ja, mir geht es gut. Sorry, dass ich mir so wenig vorbeigeschaut habe. Alles gut, Raya. Alles gut. Also wenn etwas im echten Leben war, das geht immer vor, egal was. Und wenn man keine Lust hat, dann hat man halt keine Lust. Und ja. Genau, also der Stream beginnt schon ziemlich chaotisch. Okay, diese automatischen Übersetzungen da im Chat sind echt wild. Genau. Aber schön, dass ihr alle da seid. Das freut mich.
Genau. Und sonst so alles gut bei euch? Alles in Butter? Lernst du jetzt Französisch? Jupp. Da bin ich gerade dran. Schön, dass du wieder mal live bist. Ja, ich war schon letzten Samstag, glaube ich, live. Aber vorher, glaube ich, auch wieder einen Monat nicht mehr. Und ja. Cool. Ja, oder? Alles Paletti. Gut. So, und das letzte Rennen da von diesen 3. Ja, übrigens, eventuell, also wirklich nur eventuell zu einer ganz geringen Chance, muss ich eventuell jetzt streamen oder so aufhören. Weil es wäre dann sehr schwierig, weil ich werde dann umziehen und dort habe ich dann keinen Platz mehr für einen PC und deshalb muss ich das dann entsprechend auf einem Laptop machen. Aber ja, das ist doch nicht sicher, also von dem her, es kann sich auch komplett anders herausstellen, dass ich doch weitermachen kann und so. Und ja. Aber ich werde schauen, was ich machen kann. Wenn ich diese Wohnung bekomme, natürlich. Bisweilen ist ja dann keine Wohnung, ist was anderes. Oh nein, das wäre schade, wenn... Ich weiß. Aber mir ist Ruhe lieber als alles andere. Also, genau. Das ist schon noch, wir sind immer auf dem Kanal und unterstützen. Ich danke dir, Raya. Das ist mega lieb von euch. Genau, aber wie gesagt, es ist nicht safe, dass das passiert. Genau. Ja. Mit ganz, ganz viel Glück. Also ich gehe nächste Woche was anderes besichtigen. Mit ganz, ganz viel Glück bekomme ich das und dann kann ich weiter streamen. Dann sollte das kein Problem sein. Sonst Plan B wäre eben das mit dem Laptop. Plan C habe ich noch keine Antwort. Und ja, wäre blöd, aber ich bleibe... meine Güte. Aber ich bleibe dir trotzdem treu. Danke, Anouk. Und alle anderen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass du meinen Mod reitest. Stimmt, ja, bei dir heißt der Mod. Na gut, bei mir ist das Afila. Bisweilen Kofila, aber ich nenne ihn Afila. Hauptsache, dir geht es gut. Ja, das ist das Wichtigste. Auch bei euch. Hauptsache, es geht euch gut. Und so. Genau. Und Afila ist Level 4. Yay. Genau. Hübscher Name, der gefällt mir. Wenn du Kofila oder Afila? Weil Afila ist nicht von mir. Gut, dann geht's weiter. Zur Reitarena. Hey Franziska, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und willkommen im Stream. Afila. Ja, ich finde es auch ein mega schöner Name. Vielleicht kennt jemand von euch noch mein Plüschäffchen, das Afila heißt. Noch aus meiner Sony-Phase. Und dort habe ich den gekauft und dieses Pferd habe ich nach ihm benannt, also nach meinem Plüschaffen. Genau, welcher Server bist du? Ice Cream Mountain, also Server 17. Kann ich einen Call? Das wäre jetzt gerade etwas schwierig, weil ich müsste da die Lautstärke testen und ja, das wäre live nicht gerade praktisch, aber ja. Wow, wie geht's Aki noch? Auch den Umständen entsprechend. Er chillt einfach ein bisschen und ja. Und Emil geht's auch gut, seinem kleinen Bruder. Genau. Bist du noch am Geschichten schreiben? Ja.
ich habe mein erstes Buch jetzt fertig. Das steht gedruckt auf meinem Regal. Und ja, und jetzt bin ich am zweiten offiziellen Buch dran. Also offiziell, für mich offiziell, also ich veröffentliche es nicht. Und ja, genau. Bitte. Vielleicht später. Weil, ja, ich habe nicht so das Setup wie so große YouTuber und Streamer. Das habe ich leider nicht. Und ja, deshalb, ja. Warum denn nicht? Was nicht, Anouk? Vor allem sollte ich vorsichtig sein, weil andere bekamen schon Probleme, weil sie mit anderen im Call oder so waren. Ich gehe jetzt nicht aufs Detail ein, aber ja. Genau, ich bin da einfach sehr vorsichtig. Ups. Wegen nicht Ah, das meinst du? Ja, weil ich habe zu wenig Selbstvertrauen. Sagen wir so. Obwohl ich habe mal einen Aufsatz in der Berufsschule geschrieben mit angeblich laut meiner Lehrerin literarischer Qualität und ich schreibe schon seit ich klein bin. Ich habe noch mein altes Geschichtenheft aus der, was war's, 1. bis 3. Klasse, sowas. Dort hatten wir so ein Fach, wo wir geschrieben haben und ich habe das noch. Genau, du schaffst es, Sonja. Danke, Anouk. Muss los. Bye. Okay, tschüss, Franziska. Schön, dass du da warst. Deine Geschichte kann man nirgendwo lesen. Nee, kann man noch. Bisweilen kann man nicht. Genau. Was macht Alex so? Uff, keine Ahnung. Schade. Naja, bevor ich es nicht selbst veröffentliche, möchte ich auch nichts davon preisgeben. Weil Diebstähle, mögliche Diebstähle oder so, oder Copyright und so, das möchte ich alles nicht wirklich preisgeben. Versuche doch einfach mal vielleicht erstmal bei Freunden. Ja, meine Eltern haben ein Exemplar bekommen. Jetzt habe ich noch 3 weitere Exemplare, also ich habe insgesamt 4. Und eines davon ist für mich, also eines, das ich selbst behalte. Genau. Also meine BF bekommt eventuell ein Exemplar und eventuell noch mein Bruder. Oder ich verlose eins. Das könnte ich auch machen, aber es wäre vielleicht ein bisschen blöd. Aber es wäre tendenziell eine Idee. Das ist doch. Genau. Was Alex macht, ist mir egal. Yep. Ich weiß. Gut. Oh, Raya ist auch da. Oh mein Gott, was ist denn das für ein schönes Outfit mit den Haaren? Das passt ja richtig gut zum Pferd. Hero Rabbit. Hat das Pferd einen Spitznamen, der Raya? Oh wie... Ach so. Okay. Let's go. Genau. So. Ich habe gerade irgendwie den roten Faden verloren. Genau, wir waren über meine Bücher am Reden gewesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr vielleicht mal etwas Kurzes daraus vorlesen. Oder so, ich weiß es nicht. Erster heißt Q, wollte schon lange. Oder Q. Q oder Q? Q oder Q. Ein Video zu seinem Charakter gemacht. Oh cool, also ich würde es schauen, Raya. So, schnell einen Schluck Wasser.
So. Okay. Ja, was vorlesen. Wollen andere auch was davon? Also, dass ich da was vorlese? Könntet mir zum Beispiel eine beliebige Seitenzahl angeben? Und ich lese daraus vor, egal wie peinlich. Ja. Okay, ich müsste es aber zuerst holen. Zum Glück habe ich ein kabelloses Headset, da sollte das kein Problem sein. Ja, genug. Bis wie viel? Ich glaube, es sind, 122, 100... Irgendwas um 120 herum sind es. Nur 2. Okay. Also was genau? Nur 2? 2 Seiten, oder? Oder Seitenzahl 2? Okay. 140, das Seitenzahl hat es gar nicht, Lena. Und reicht das? Ja, es reicht. Perfekt. Und Afila ist Level 5. Yay. Okay, aber seid mir nicht böse, wenn ich es dann doch nicht vorlese, weil es mir zu unangenehm ist. Okay, ich glaube, lese noch ein bisschen, wenn das in Ordnung ist für euch. Dann gehen wir ganz gemütlich zu den Gärtnern hoch. Und hepp. Genau, alles gut. Tipptopp. Ach, findet ihr diese Frisur so schön? Das passt perfekt zum Hut, zum Sattel, zum Pferd. Nice. Und hepp. Okay, genau, ich glaube, wir sind noch zu wenig weit im Stream, dass ich jetzt schon vorlesen würde. Ich könnte es auch als Video machen, so ein random Seitenzahl und dann lesen, egal wie unangenehm es wird. Das könnten wir machen. Danke, gerne doch. Seite 13, hehehe. Ja, es ist eben so, ich glaube, die Geschichte selbst beginnt erst ab Seite 8 oder so. Weil eben vorher noch Impressum und ein Quote und so kommen. Genau. Aber ich habe mir ganz ehrlich überlegt, jetzt abseits, sagt man das? Abseits vom Thema Copyright und so, dass ich wirklich mal ein Video darüber mache, über meine Geschichte und wirklich ganz, ganz offen darüber rede und auch die Charakter vorstelle und alles, ob ich das machen sollte. Oder ob ich wirklich warten soll, bis ich es veröffentliche und dann so. Ich bin mir eben noch unsicher. Immer gerne, ich bin dabei. Ich wollte mal dein Video schauen, wo du, glaube ich, mal vorgelesen hast. Genau, ja, genau aus diesen Gründen wegen Datenschutz, Copyright und so, habe ich es wieder runtergenommen. Und ja, aber ich könnte ein sozusagen Neues machen, wo ich wirklich alles vorstelle aus der Geschichte. Und auch ein bisschen vorlese. Oder gar ein Hörbuch. Ich weiß nicht. Hast du mehrere Stories? Nicht mehr. Inzwischen habe ich hauptsächlich nur eine, aber lange Zeit hatte ich immer wieder mal welche. Ich will nämlich auch meine erste Pilotenfolge rausbringen, aber ich stecke fest. Oh, okay. Ja, also das kommt bei kreativen Arbeiten öfters vor, dass man mal feststeckt.
Genau. Da kommt uns wer entgegen. Salü. Genau. Also würde euch so ein Video interessieren, soll ich es überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Genau. So, let's go. Ja, sicher sehr. Okay. Ich überlege gerade, wie ich das machen könnte. Okay, vielleicht getraue ich mich darüber zu reden. Ja. Ich höre mir so gerne andere Stories an, weil ich die Kreativ der Menschen mag. Oh, das ist cool. Ja. Ich könnte ja mal die Entstehungsgeschichte meiner Charakter erzählen, also wie sie so entstanden, weil es ist bei allen drei, bisweilen bei zweien komplett unterschiedlich als bei anderen zwei. Und ja. Genau. Ich habe vor kurzem mal wieder an Chris und so weiter gedacht. Oh, du weißt doch, wie er heißt. Oh, cool. Weißt du noch den Namen der anderen oder nur Chris? Warum springe ich dann nicht? Okay, weiter geht's. Ich glaube, wir können gerne ein bisschen darüber reden. Also über meine Story, meine Figuren und so. Das macht allgemein auch mega Spaß. Aber das ist auch schon, meine Güte, 9 Monate seither oder so, oder 8. Irgendwann letzten Herbst war es, vielleicht irgendwie Anfangs Oktober oder so war das. Crazy. Übrigens, auf YouTube sind deine Geschichten automatisch geschützt, man kann es auch nachweisen. Also, stimmt. Danke für den Hinweis. Okay, das ist cool. Ich habe irgendwie so einen trockenen Hals. Aber egal. Ich kann mich nicht mehr an alle Charaktere erinnern. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, ich habe nur über 2 geredet und einer davon war Chris. Genau, ich muss doch mal so einen Schluck Wasser nehmen. So, und weiter geht's. Weiß jemand von euch, was mit Luni ist? Das frage ich mich eben auch. Ich habe sie schon ewig lang nicht mehr da auf YouTube gesehen. Ja, also ich hoffe, es geht dir gut. Und ja. Genau. Gut. Und weiter geht's. Let's go. Genau. Uppala, was wird das, Afila? Komm schon.
Ja, genau deshalb reite ich da bei den Steinen außen rundum. Genau. Ups. Ich habe für heute extra Themen aufgeschrieben, über die ich reden könnte, wenn ich mal nicht weiß, was sagen. Und es läuft prima bis jetzt. Genau. Okay. Kann es sein, dass der Chat gerade eingefroren ist oder dass wirklich niemand schreibt? Okay, und weiter. Nee, okay. Gut, da läuft noch alles, so wie es aussieht. Und das ist prima. Gut. Genau. Bin voll hängen geblieben. Bei den Steinen, oder? Wenn du das meinst, ja, ich hab's gesehen. Bin Rennen machen. Okay, alles gut. Genau. So hätten wir das. Direkt vor dem Ziel auch nochmal. Oh nein, das ist ärgerlich. Oh no. So, ich sollte echt öfter streamen. Ich habe jetzt bald 1 Liter getrunken. Allein nur seit dem Stream. Okay, und weiter geht's ab zum Golden Hills Rally Stall. Okay. Ähm, ähm, ähm. Okay. Ich sag wieder viel zu oft, okay, kann das sein? Okay, ganz entspannt da ein bisschen herumreiten, ohne Stress. Genau, also ich habe ein paar wenige Themen aufgeschrieben, unter anderem mein Roman und die Charaktere. Also wir können da ruhig weitermachen, wo wir aufgehört haben, oder ja. Ich schaffe es auch, ohne in einen Stein reinzurennen. Oh je. Genau, ich glaube, mein Pferd hat nicht gerade die beste Laune. Deshalb bin ich nicht gerade so schnell. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr SSO gespielt und deshalb auch die Stallhilfe entsprechend vernachlässigt. Und jetzt habe ich den Salat. Erzähl bitte. Okay, was soll ich beginnen? Das Thema ist so riesig inzwischen.
Also es gibt da 4 Hauptfiguren. Und die bilden zusammen eine Crew. Und ja. Beim ersten Buch, um was geht es? Das ist etwas schwierig zum Zusammenfassen, weil es so halt irgendwie random ist. Es hat irgendwie nicht wirklich die eine Handlung, um die sich alles dreht. Eher so ein paar Leute erleben Dinge, Alltag und so. Und ja, also es ist nichts wirklich Besonderes. Genau. Ja. Okay, läuft ja relativ gut mit dem Erzählen. Hey Coco, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und willkommen im Stream. Also ist das wie eine reale Lebensgeschichte aufgebaut? Es gibt ja so Geschichten, wo es mehr um Beziehungen... ja, könnte man so sagen, Raya. Es ist eher so... Kennt ihr Slice of Life? Zum Beispiel bei Animes gibt's das. Einfach so ein Ausschnitt aus dem Leben sozusagen. Grob gesagt. Genau. So um das geht so ganz grob. So ein Slice of Life Roman. Und ja. Ja, also ich würde sagen, es geht so in diese Richtung. Gut. So. Tipptopp. Da vorne hat's Flachs, das kommt mit. So. Ja. Genau, und jetzt bin ich schon an Band 2 dran. Also Band 1 ist jetzt wirklich ein echtes physisches Buch, das so existiert. Und ja, viele Menschen mögen solche Stories noch sehr gerne. Ups, ja, da kommt es drauf an, wie man das umsetzt. Ja, also ich habe jetzt nicht wirklich so viel Vertrauen in meine sagen wir mal Schreibkünste. Dass ich wirklich denke, dass andere sowas wirklich lesen würden. Mann, Affila! Entschuldigung. Okay, genau, ja, also mir ist eben aufgefallen, mein Schreibstil ist eigentlich sehr direkt eigentlich, ohne groß was zu umschreiben und so. Und ich weiß nicht, ob das Leute eher abschreckt oder ob sie das sehr gut finden, weil dann ist mehr Spielraum für Interpretation, unter anderem. Aber wiederum nimmt es den Leser nicht wirklich mit, wenn er, glaube ich, versteht, was ich meine. Darf ich fragen, geht es in der Story um Space Shuttles? Nur bedingt. Also, es kommt einer vor, aber sozusagen in einem Museum. Aber es dreht sich nicht hauptsächlich um Space Shuttles. Genau, das ist super. Jupp. So, die Goldmelisse kommt noch mit. So.
Perfekt, hätten wir das. Die Menschen mögen es schnell direkt. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich habe noch nie eines meiner Bücher jemanden lesen sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Mutter hat, glaube ich, die ersten Seiten gelesen, was sie dazu gemeint hat. Ich finde zum Level Up. Danke, Raya. Ich finde das gut. Meinst du gut oder hot, Anouk? Ich finde das gute Schreibweise. Ja, also wenn es wirklich mehrere sagen, dass es eine gute Schreibweise ist, dann könnte ich es mal versuchen. Okay, dann Rennstrecke der Baroness. So, let's go. Bei mir ist heute Tag des Hängenbleibens. Oh nein. Ja, ich kenne solche Tage. Das passiert immer wieder mal. Läuft eigentlich was Interessantes. Hey, du suchst einen großen aktiven Dressurjob bei Freizeitclub. Okay. Ich würde so gerne mal reinlesen. Zum Beispiel kannst du ja ein Buch zusammen auf YouTube veröffentlichen. Vielleicht interessieren sich Menschen dafür. Ich denke schon. Also wie meinst du meinst du so als Hörbuch oder wie genau meinst du das? Weil ich bin nicht gut im Erzählen. Ich habe zu viele Sprachfehler und so. Genau, ich glaube, das würde eher stören. Oh mein Gott, ich hoffe, dass meine Maus da nicht aufgibt. Die habe ich jetzt schon länger nicht mehr geladen. Oh no. So. Gut. Und wird als Hörbuchpilotenfolge oder eine Zusammenfassung auf den Beiträgen auf Reddit. Kann man viele Stories hochladen. Ja, das Ding ist, ich müsste es wahrscheinlich eher als E-Book oder PDF-Datei oder so machen. Weil über 100 Seiten auf Reddit zu schreiben wäre etwas schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Platz hat. Genau, ich war gerade wieder am Tagträumen. Okay. So, und das letzte Rennen bei der Rennstrecke. Okay, ich könnte mal versuchen, ein Hörbuch aufzunehmen, aber das wäre absolut cringe, besonders wenn ich Fehler drin finde. Oder du schreibst nur ein spannender Teil, die Menschen finden es interessant, wenn sie noch zur Hälfte lassen können. Oft wollen sie mehr, ich muss auch mal loslegen eigentlich. Okay, stimmt, so könnte man es auch machen. Also das Problem ist, ich habe nicht wirklich so die Hörbuchstimme dafür, denke ich mal.
Ja. Ach, ich liebe deine Geschichte jetzt schon. Ein Hörbuch, oder was meinst du? So, schnell einen Schluck Wasser. Oft machen wir uns zu viele Gedanken. Ja, das ist so. Das Overthinking, oder wie das heißt. Genau. Bin schon wieder hängen geblieben und das Pferd hat sich dann gedreht. Oh ja, das ist so, wenn man Leertaste spammt und dann macht das Pferd aus Versehen den automatischen Trick. Ich meine nicht automatisch, ich meine den Special Trick. Das, was du mir erzählt hast mit Kiss und Co. Okay, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ein Video über meine Geschichte. Ball ist jumpy. Ja, in 9 Minuten. Kleiner Fun Fact. Gut, let's go. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Ich bin auch sehr früh mit dieser Frage. Genau. Also, ich schaue mal, ob ich irgendwie so ein Skript oder so schreiben kann für so ein Video. Wo ich dann alles so ein bisschen vorstelle und daraus vorlese. Oder separat vorlesen, ein separates Video. Und Charakter vorstellen und so auch ein separates Video. Genau, ich habe gerade ein paar gute Videoideen. Nice. Genau, dann mal sehen, ob ich das morgen oder so aufnehmen kann. Und dann mal sehen. Ich sag dir, ich werde es mir anhören. Ah, das war lieb von dir, Raya. Oh, gemeinsamer Moment. Also. Okay, ja, ich hab's gesehen. Genau. Also ich bin gerade richtig motiviert zum Videos aufnehmen. Ich hätte jetzt gerade so Lust dafür. Bis bald darauf. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Genau, und da überholt sie mich bereits wieder. Aber hey, wir haben weder Stress noch sonst was. Das ist auch kein Competitive Rennen, also von dem her. Und hepp. So, gut. Ich wollte mal fragen, ob wir einen Podcast über Geschichten schreiben machen. Habt ihr vielleicht mit Discord drauf? Oh ja. Ich wäre voll dabei, Raya. Moment, ich muss da noch kurz umstellen, meine Güte. Hauptsache Spaß. Jupp. Genau, jetzt sollte da alles angezeigt werden. Perfekt. Jumpy? Nee, nicht während dem Leveln. Das ist so eine Regel bei mir. Wenn ich meine Levelroute mache, unterbreche ich die nicht mit durch Jumpies. Genau. Aber danke für die Erinnerung, Anouk. Super, aber ehrlich gesagt, mir wappert es auch an Peinlichkeit an meiner Stimme. Also ich mag deine Stimme in deinen Videos. Aber ja, ich glaube, das kennen viele.
Dass man so die eigene Stimme nicht so geeignet sieht für zum Beispiel Hörbücher oder so. Also ich selbst mag eigentlich meine Stimme. Ich habe mich daran gewöhnt, mich selbst sozusagen in Videos und so zu hören. Ja. Ist vielleicht Midnight gerade da? Midnight? Bist du da? Nee, ich glaube nicht. Siehst du, das meine ich auch, wenn ich deine Stimme höre. Ja, dann sind wir alle viel zu streng zu uns selbst. Genau, aber ich wäre voll dabei bei einem Podcast. Dann können wir uns auch offen über unsere Figuren unterhalten zum Beispiel. Und ich rede so gerne über die 4. Also über meine 4 Hauptfiguren. Und ja. Ah, da wäre Midnight. Na toll. Ja, okay. Perfekt. Und weiter geht's. Ich habe all meine Suchcharakter-Steckbrief geschrieben. Oh, same. Also, ich meine Suchcharakter, das wären inzwischen über 30. Ja. Aber, genau, über meine 4 Hauptfiguren, aber bis Level 5, habe ich, wie heißt das schon wieder? Charakterbogen geschrieben, also eben Steckbrief. Und ja. Sonst schauen wir mal über Discord. Ja, sehr gerne. So warten wir noch kurz auf Anouk. Währenddessen schnell einen Schluck Wasser. Ich schreibe an einer Fanstory, die heißt The Fake Soul Rider. Oh mein Gott, das klingt spannend. Wie cool. Gut, oh, Aurora ist da. Let's go. Salut, Aurora. Hello. Okay, und weiter geht's. Hallo. Ja. Ich habe jetzt wieder den roten Faden verloren. Meine Güte. Gut, hat seine gefangene Tasche. Nice, der kommt eventuell mit. Wie viel? Nee, die bleibt da. So. Noch das Flachs mitnehmen. Ich komme gleich. Gut, jetzt. Let's go. Genau. Alsbär ist doch alles anwesend und möchte ein Stück aus meinem Buch hören. Server ist abwesend, ist ein Problem. Oh je, alles gut, Raya. Okay, ich und sowas von hören.
Gut, ich würde sagen, nach diesem Rennen hole ich dann kurz mein Buch. Oh mein Gott, wenn ich dann einen Fehler finde, das wäre so peinlich und cringe und Fremdscham und alles. Weil ich habe es nicht gegengelesen, bisweilen nicht korrigiert, ich habe es einfach drucken lassen, was wahrscheinlich ein Fehler war. Und jetzt habe ich so Angst, dass dort was Falsches drin steht oder keinen Sinn ergibt oder so. Das wäre etwas doof und deshalb getraue ich mich nicht aus dem Buch vorzulesen. Bisweilen schon, aber so, das muss jetzt kurz sein. Kommen schon auf Fehler. Oh, da wäre Twinkle. Okay, ich hole noch kurz mein Buch. Ich gebe kurz das Rennen ab und dann hole ich es. Genau. Ich glaube, letztes Mal, als wir über meine Figuren geredet haben, war ich, glaube ich, auch in Waledale. Aber auf einem anderen Account. Stimmt, eigentlich kennen wäre, glaube ich, Spaceborne. Also der Star Stable-Account Spaceborne. Ich glaube, der ist kennen. Aber wiederum habe ich jetzt einen, der genauso den gleichen Nachnamen hat wie einer meiner Charakter. Genau. Und lass uns auch in den Podcast über unsere Ängste, über das Schreiben reden. Dadurch merkt man schnell, dass Angst beim Schreiben und Geschichte. Oh ja, das ist ein wichtiger Punkt. Für uns brauchst du dich nicht schämen, Anja. Danke, Anuk. Jens, dein Pferd. Ja, Spaceborne, das Weltallpferd. Gut, jetzt knarzt mein Stuhl wahrscheinlich gerade. Also ich hoffe, es unterbricht nicht. Genau, gut, da läuft noch alles. He? Also ich habe jetzt da mein Buch geholt. Es war gerade da hinter mir, also nicht gerade weit weg. Okay. Stellen wir uns ein bisschen schön hin. So. Genau. Yes. Oder wir machen es so. Wir machen einen Special Stream, den ich komplett meiner Geschichte widme. Wärt ihr da dabei? Weil dann könnte ich auch Oder wir machen es jetzt. Wir widmen diesen Stream komplett meiner Geschichte. Ich wechsle den Account zu Spaceborne. Und ja, wenn euch das interessiert, dann können wir versuchen, ich sicher. Okay, Anuk und Raya sind dabei. Also wollt ihr einen separaten Special Stream oder wollt ihr jetzt daraus einen Special Stream machen? Was ist euch lieber? Oder lass uns mal anfangen, dann wechsle ich zu Quinn. Ja, also das können wir auch machen. Okay, was ist euch lieber? Soll ich kurz eine Umfrage auf YouTube machen? Nee, ich frage euch mal so, was dir lieber ist, okay? Die Frage ist, wärt ihr dann überhaupt mit dabei? Hättet ihr denn überhaupt Zeit für den Stream? Weil dann wäre es etwas doof, wenn so ein bisschen Fremde oder so dabei sind und dann keine Ahnung haben, um was es geht. Bisweilen, die merken so dann. Ja, sonst machen wir es jetzt, hä? Dann wechsle ich den Account und dann reden wir einfach nur noch komplett über meine Story und so. Wir sind beide so, aber ich will gerne auch zuhören und diskutieren. Du musst dich dabei wohlfühlen, Anja. Ja, ich weiß. Ich würde mich komplett wohlfühlen. Ich wäre jetzt richtig offen dafür. Die Frage ist, ob ihr überhaupt noch Zeit habt. Nicht, dass ich es umsonst mache. Okay, ich glaube, der Server bleibt gleich. Also Ice Cream Mountain. Ich glaube, der Account ist dort. Genau, und ich glaube, dort habe ich noch jede Menge Quests offen.
Genau, dann mache ich es jetzt. Genau, gut. Dann wechsle ich kurz den Account und habe dann kurz Black Screen, wenn es für euch noch... Ich meine, warum frage ich das? Gut, das wollte genau. Dann machen wir es wie... Müssen es ja auch nicht viel, wenn es dich genau. Also wenn es unangenehm wird, sofort wechseln, dann wechsle ich vielleicht wieder den Account, wir leveln weiter. Aber mal sehen. Moment, das muss ich noch, oh mein Gott, das muss ich noch Star Stable suchen. Star Stable, da. Moment, ich muss kurz noch einloggen. So. Sollte gehen, hä? Perfekt. Oh mein Gott, ich habe über 1000 Star Coins. Oh mein Gott, nice. Es geht um dich, Anja. Ja, aber auch um euch. Also ihr habt gleich wieder ein Bild. So, jetzt geht's wieder. Perfekt. Okay. Genau, gut, dann lese ich noch ein bisschen aus meinem Buch vor. Darf ich fragen, mit welchem Account loggst du dich ein? Mit Chris Baseborn ist das. So, das Laden hat jetzt ein bisschen gedauert. Na toll. Okay, das hier ist Chris Baseborn. Ich habe noch Quests offen. Ich habe noch jede Menge Quests. Was ist denn? Ach so. Okay, ich habe da gleich das Seelenreiten freigeschaltet. Cool. Ja. Und auf seinem eigenen Pferd, Risk Rising oder auch einfach nur Chris. Genau. Moment, ich seid doch sowieso schon in Whaledale, oder? Seid ihr noch da? Oder? Gut, dann suchen wir uns so einen schönen Ort, vielleicht noch mit einem Reshade dazu und dann... genau. Nee, da ist niemand mehr. Okay. So, okay, was wollt ihr alles wissen? Ich komme gleich. Noch kein Stress, Raya. Ah, das ist dann okay. Gut, dann stelle ich mich mal da schön hin. Irgendwie so. Hoppala. Na, die Pferdis. Cute. Freundschaft, jupp. Eigentlich nehme ich auf diesem Account keine Freundschaftsanfragen an, außer eben Hina Summerhill, aber das ist literarisch wichtig, dass diese beiden Accounts befreundet sind. Genau, aber das ist jetzt völlig okay. Jetzt warten wir noch auf Freya, dann schaue ich da mal kurz in mein Büchlein hinein. Also warum Arbeitstitel? Der Titel ist Französisch. Ich weiß noch, wo du erzählt hast, wie Chris es so spielt. Ja, das kommt auch wieder vor, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon im ersten Band vorkommt jetzt. Oder erst im zweiten. Ach so, okay, wusste ich nicht. Alles gut. Also was genau wusstest du nicht, Anouk? Genau, das ist so mein Storytel-Account eigentlich. Genau. Lektorat, Korrektorat, Illustrationen, Covergestaltung, weitere Mitwirkende. Gedruckt in der Schweiz. Prolog. So wird es etwa anfangen. Dann habe ich jetzt da... Boah, schon gedacht, ich hätte jetzt da ein Eslo reinge... Ah, das ist Quinn. Hello. Hello, Quinn. The King's Club. Cool, aber genau, ich habe doch auch einen Star Wings Agency. Existiert nur aufgrund meiner Geschichte. Jupp. Oh mein Gott, ist das... Das ist ein... Ist das für ein Pony? Crimson. Oh, cute. Das ist auf dem Account kein Eva. Alles gut, Anouk. Alles gut, ich lasse dich trotzdem drauf. Dann kann ich dich irgendwie in die Geschichte integrieren, damit es literarisch Sinn ergibt. Wenn es okay ist, sonst lasse ich es sein. Genau.
Also, ist ein Quadro. Ah, das sieht aus wie ein Pony. Warum sieht das aus wie ein Pony? Okay, egal. Okay, na gut, du bist irgendwie ein bisschen weiter unten. Okay, wisst ihr den Titel meines Buches? Oder nach deiner Mission noch einmal? Oh mein Gott, ich will es nicht lesen. Doch eigentlich schon, aber. Genau. Okay, danke, Ausdruck. So, super. No. No. Passt, nein. Ach so, der Titel, genau. Also der Titel verrät erstens schon mal etwas über den Namen einer meiner Charakter. Ich fühle dich, Anja. Ich weiß, danke, Raya. Aber wir kennen uns relativ gut. Es muss mir nicht peinlich sein, wenn... Vielleicht stelle ich den Stream auf nicht gelistet, damit nur, dass niemand anders sonst reinkommt, außer die, die den Link haben. Dann würde ich mich sogar wohler fühlen, weil dann nur ihr beide plus noch jemand dabei sind. Wäre das für euch okay, wenn ich ihn auf nicht gelistet stelle? Mir geht es so nämlich nicht um Reichweite oder so, einfach nur ums Teilen. Dann würde ich es so machen. Oder ich bin mutig und mache es öffentlich. Genau, aber zuerst einen Schluck Wasser. Der muss nicht peinlich sein, ich verstehe es voll. Ja, das ist lieb von dir. Wer wohl die dritte Person ist. Ja, also hallo an die dritte Person, schön, dass du da bist. Wir reden ein bisschen über meine Story. Mit jedem Mut kommt ein Stolz. Sei stolz auf dich, Anja. Okay, gut, ich lasse es öffentlich. Gut, also der Titel ist... ich habe immer das Gefühl, euch interessiert das irgendwie nicht. Dabei zeigt ihr wirklich Interesse daran, in meinem Buch. Ich könnte mal den Nachtrag vorlesen. Nachtrag der Autorin. Oh Gott, was habe ich da geschrieben? Meine Güte. Wird doch nur der Beobachtungsmeister sein. Ja, vom Namen her könnte es noch herkommen, aber egal. Also, der Titel ist Captain Wiles, Reste avec moi. Bleib bei mir auf Französisch. Das kommt schon an, ja. Ja, ich habe gerade angefangen. Doch uns interessiert es schon. Danke, Anouk. Okay, Impressum, Copyright. Übrigens, mein Autorenname ist Brie Romandier. Für die es interessiert. Genau, Prolog, Vorgeschichte. Wie geht's eigentlich sonst richtig los? Vorgeschichte, Moment. Du schaffst das. Danke. Es war eine Wort. Ich habe eben so, kennt ihr das? Oder zumindest, wenn ihr Mühe habt, die Namen eurer Figuren auszusprechen. Kennt ihr das? Also bei einigen habe ich jetzt nicht Mühe, wie zum Beispiel bei Chris, aber bei anderen halt schon ziemlich extrem. Okay, soll ich mal den Klappentext vorlesen? Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht es dir gut, hoffentlich hat es einen schönen Tag und ganz herzlich willkommen in meinem Stream. Also der Klappentext, manchmal habe ich Mühe, mich zu konzentrieren. Oh ja, das kenne ich auch. Okay, reste avec moi, bleib bei mir. Ich zensiere mal den Namen, weil es mir vorerst noch unangenehm ist. Für Hauptperson 1 gibt es kaum etwas Schöneres als den Moment, in dem ein Flugzeug die Erde verlässt. Wenn ich ein Storyboard geschrieben habe. Oh, okay.
Gut, über den Wolken scheint alles leichter zu sein, weit entfernt von den Schatten seiner Vergangenheit und den Erinnerungen, die ihn bis heute begleiten. Als Pilot hat er sich das Leben aufgebaut, von dem er schon als kleiner Junge geträumt hat. Mit Hauptfigur 2 an seiner Seite scheint er endlich angekommen zu sein. Doch manchmal findet man Familie nicht nur dort, wo man geboren wurde, sondern in den Menschen, die bleiben. Oh ja, Fliegen ist toll. Ja! Mit Hauptfigur 3, dessen grenzenlose Energie jedes Schweigen füllt, und Chris, der seinen eigenen Platz in der Welt sucht, entsteht ein Band, das weit über Freundschaft hinausgeht. 4 Piloten, 4 Geschichten, 4 Herzen, die lernen, füreinander da zu sein. Zwischen gemeinsamen Flügen, großen Träumen und kleinen Augenblicken entsteht etwas, das keiner von ihnen erwartet hat. Eine Familie, die sie selbst gewählt haben. Doch als ein einziger Moment alles verändert, müssen sie erkennen, wie zerbrechlich Glück sein kann. Denn manchmal ist der schwerste Kampf nicht das Loslassen, sondern jemanden festzuhalten, der zu verschwinden droht. Ein kurzer Roman über Freundschaft, Liebe und die Menschen, die zu unserem Zuhause werden. Das wäre der, also ich nenne es mal Klappentext, aber der Text, der hinten drauf steht. Klingt das interessant? Interessant, okay. Wann gehen wir heute zum Flughafen? Bitte, stürmt der gerade sein Frühstück fertig aufgegessen hat. Oh Gott, was schreibe ich da? Hab noch gedacht, dass es ein Klappentext ist. Jupp, ist es. Also ganz wichtig, das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Also Leute, ihr habt es gehört. Mein Buch ist Copyright geschützt. Ich kann jetzt so viel daraus vorlesen, wie ich will. Yay. Okay. Ich mache jetzt da ein halbes Hörbuch aus diesem Stream. Eigentlich wollte ich ja nur darüber reden und dabei ein bisschen questen oder so. Und nicht gerade ein Hörbuch daraus machen. Genau. Ja, sind auch für die Business automatisch geschützt. Das finde ich toll. Okay, ich lese mal den Nachtrag der Autorin vor, wenn euch das interessiert. Hi, Bribier, hier. Mein Buch ist fertig und du darfst es in der Hand halten. Was für eine Ehre. Ich gebe nie jemandem einfach so mein Buch. Da muss schon ordentliches Vertrauen vorhanden sein. Manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Ja, also in welchem Zusammenhang jetzt? Irgendwie denke ich in den Streams nie in Zusammenhängen. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschlossen, eine neue Verfassung zu schreiben. Und hier ist sie. Yay! Die anderen 3 Bücher sind jetzt non-canon, sprich sie sind die alte Version, die sozusagen von der Handlung her nicht mehr gültig ist. Ich war so lange an diesem Buch dran, habe auch etwa 2 Monate nicht daran gearbeitet, aber es hat sich sowas von gelohnt. Okay. Allgemein im Leben. Ja, das ist so. Wir können auch wechseln, lesen, wieder Quest. Wie du willst, vielleicht macht es dich auch ein bisschen locker, wenn du nur über den Charakter oder... Genau, ja. Ich glaube, ich schaue mal, ob ich da ein Hörbuch machen könnte. Gut, dann ab die Quest. Nicht ab die Post, sondern ab die Quest. Oder ich könnte ein bisschen leveln, aber ich habe da leider nicht so viele Pferde. Gut, let's go. Okay, dann reden wir ein bisschen über... Oh Gott, bin ich langsam. Über meine Charakter. Ich habe Heu, ich habe kein Wasser. Gut. Genau. Aber es macht halt schon richtig viel Spaß, davor zu lesen. Das ist schon mega, mega toll. So. Perfekt.
Also. Dann mal kurz schauen, ob ich das Pferd wechsle. Oder wollen wir uns austauschen? Das können wir auch. Okay. Also wen haben wir da überhaupt? Oh, natürlich Starfield. Space Boys noch nicht. Challenger, Discovery, Spaceship, Meteorite, Spaceborne, Mercury. Und Chris und eben Starfield. Okay, ich level mal Discovery. Einfach weil es mein Favorit ist. So. Gut, hallo Discovery. Schon ein Level Up, nice. Genau, ich hatte jetzt gerade so Lust, ein Video aufzunehmen. Es klingt so random. Ich glaube, den Post schaffe ich auf diesem Account nicht mehr. Egal. Oh, ich liebe das. Ich liebe diese Zebra-Geräusche, die das Sony und das Vega machen. Genau, gut. Ich könnte ja in der Nacht, bis halt wenn es da im Spiel dunkel ist, könnte ich das Video aufnehmen. Zum Beispiel bei mir ist Queen auf wirklich kommen wir da unter Messen Vater schon ist. Ja. Weißt du, aber für das so ein Leben. Oh, das klingt cool. Kannst du doch nebenbei machen. Ja. Das Video meinst du? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Moorland. Ich wollte mich gerade abholen, dabei ist das zu mein Heim. Kann es sein, dass das Vega auch so komisch slidet? Wie das Urpferd und das Curly. Genau. Nee, ich mache nicht gerne im Stream Videos. Weil dann ist es live und dann kann ich es nicht gut schneiden und dann muss ich es noch separat aufnehmen und. Was wollte ich? Moorland. Okay. Gut, let's go. Dann leveln wir da ein bisschen. Oder, nee, ich queste fertig. Starshine, nee, ich mach doch ein bisschen Rennen. Genau, Rennen sind am einfachsten. So, let's go. Oh Gott, bin ich langsam. Im Moment hätte ein Frohfleckerli. Okay. Ich glaube, ich brauche das Frohfleckerli. Du bist mir zu langsam, Discovery. So, perfekt. Jetzt bin ich schon schneller unterwegs. Ich kann dir auch sagen, dass ich immer denke, wenn ich meine Geschichte auf YouTube hochlade, dass es keinen interessiert. Ja, das kenne ich. Raya. Vor allem, es wird dann sozusagen, blöd gesagt, sogar noch bestätigt, wenn es dann sehr wenig Aufrufe hat. Und ja. Das wäre dann schon schade. Man gibt sich so richtig Mühe und dann sieht es fast niemand. Ich meine, ein ganzes Hörbuch vorlesen, das taugt schon etwas. Dann vielleicht noch Musik hinterlegen und so. Ich bin einfach so ein Mensch. Okay, ich komme auch gleich.
So. Perfekt. Nice. Die Hose habe ich. Yay. Gut, also Aufzugstaschen Ranch. Starshine Ranch. Da. Ich finde, man muss auch nicht unbedingt auf die Aufrufe achten. Oft steigt auch die Zahl, wie mehr man macht. Ja, das kann sein. Daryl. Heißt nicht einer von Walking Dead, Daryl? Okay, könnte mir ein Pferd kaufen? Starshine. Wo ist Starshine? Da oben. Okay. Also, es ist auch wichtig, nicht auf die Zahlen zu achten, aber ich mache das trotzdem, auch wenn ich es immer wieder sage, ich soll es nicht oder allgemein sollte man es nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich denn in der Story überhaupt bin. Oh nein, jetzt, oder, nee, doch nicht. Genau. Am Schluss muss man selbst damit zufrieden sein und stolz. Oft kommen danach die Leute. Ja, das stimmt. Ich schaue auch oft auf die Zahlen leider. Ja, ich mache den Fehler auch. Aber ich glaube, das gehört vielleicht anfangs dazu oder so, bis man das irgendwie okay gelernt hat. Ich bin bald Level 18. Moment, die bewahre IDs. Wie weit bin ich da? Oh mein Gott, ich habe gleich das Fehlreiten. Geil. Ich meine, cool. Genau. So. Ich will auch mit dir sprechen und vielleicht können wir uns gegenseitig motivieren. Ja, das wäre schön. Das wäre toll. So. Perfekt. So, was will Starshine? Ein Wellnessbad. Gut. Okay, seid ihr mir böse, wenn ich da langsam aber sicher Richtung Ende des Streams neige? Okay. Und ein Video aufnehme. Ich juckt das gerade so in den Fingern dafür. Aber es ist auch okay, wenn wir das nicht machen, weil, ja. Genau. Ich rede wieder nur wie das Zeug, meine Güte. Nö, alles okay. Okay, obwohl vorhin war ich so motiviert und jetzt irgendwie schwer zu sagen. Nein, Anja ist okay. Gut. Ich mache noch diese Quest und vielleicht noch eine weitere von diesen 3, 4, was auch immer. Dann setze ich mich ans Video. Währenddessen level ich da, glaube ich, ein bisschen. Genau. So. Tada. Und du hast dein Bad, Starshine. Ich fühle mich mehr motiviert von deinem Stream. Für mich funktioniert es. Ah, das ist doch toll. Ja, ich motiviere mich hier irgendwie auch selbst. Genau. So. Gut, dann mach noch diese kurze Quest und dann beende ich den Stream. Ah, voll gemütlich. Okay, ich muss kurz die Musik ausschalten, wegen, falls da ein Copyright-Song kommt.
dass ich da keine Probleme bekomme. Genau, also nur zur kleineren Info am Dienstag, also ist so eigentlich mein regulärer Streaming-Tag, kann ich nicht streamen, weil ich dann eine Wohnungsbesichtigung habe. Und ja, gut. Ich schaue mal, dass ich mehr auf Discord denke, dann können wir uns auch mehr austauschen, wenn du gerne Reihe. Also ich fände das toll. Genau. Dann, ja, Luke ist auch da, perfekt. Ja, dann setze ich mich doch gleich ans Video und mal sehen, ob ich das hinkriege. Genau, dann würde ich mal sagen, danke euch allen fürs Zusehen. Es hat wieder mega Spaß gemacht. Auch wenn das Ende vielleicht etwas chaotisch wurde. Genau. Ähm, und haben wir Queen. Tipptopp. Genau, dann, wie gesagt, danke euch allen wirklich vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Live oder im nächsten Video oder was auch immer ich da machen werde. Und ja. Okay, ich hoffe, ich kann den Stream da richtig beenden, weil ich habe das jetzt irgendwie anders gemacht hier bei OBS. Und ja. Okay, dann noch euch allen eine ganz, ganz schöne Nacht und was Schönes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Okay, Moment, bevor ich da beende, wie mache ich das jetzt? Okay, wenn jetzt der Stream plötzlich endet, wisst ihr warum. Okay, jetzt sag ich schon mal Tschüss zusammen.